Und das war dann vom Jeremy. Und nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everybody's Gone to the Rapture. Aber was genau geschieht, dass man Jeremy wissen wir ja nicht. Oh. Was ist denn das? Hey, war dafür drin so? Und das nur. Und ich muss wirklich sagen, ich kriege leicht Gänsehaut. Das ist alles so unheimlich schön und gleichzeitig so gruselig. Es sieht aus wie Tausende von Glühwürmchen. Auf Lützeburg nennen die Gewärmsfänkelchen. Aber das ist ja nicht groß zu beurteilen. Oder wie Sternenstöps, was das heißt. Aber wir wissen ja nicht genau, was das ist. Ich weiß just, dass es unheimlich schön, aber gleichzeitig gruselig ist. Aber wir gehen denen Luten oder Litischer mal nur. Wo soll es hinfahren, wissen wir nicht. Kommen wir lo, wo die anderen sind. An die andere Dimension. Und da ist dann so ein Loot. Wendy. Und ich muss hier so Musik an diesem Spiel ist so wunderschön. Die ganze Atmosphäre ist so wunderschön. Und das ist gar nicht ironisch gemeint. Das ist wirklich Detail genau an. So schön. Ich meine, Detail sind zu der Krokussen. Kann ich nicht mit dir. I'm making the loot more no. Ich gehe aber nur gerne so an der Tausend ran. Und die muss zugehen. Etwas unheimlich schön.
Mega, mega gut gemacht. Und den Jeremy aus die Loot Jolo net. Wie hu jo den End von Jeremy gesehen? Aber wir müssen das vorstellen. Ist das nicht all Chaos eine neue Geschichte? Oder der Numm von der letzten Person, die überlebt? Und er scheint so ein Loot zu sehen drin. Sie sehen aber abgespannt aus heute Morgen. Der dämliche Hund hat mich wachgehalten. Und da war so etwas am Himmel. Dem Radio nach war es ein Gewittersturm. Aber ich weiß nicht, was es war. Heute Morgen lagen tote Vögel im Garten. Tut mir leid, das zu hören. Ob das vielleicht mit den atmosphärischen Störungen zu tun hat? Das weiß man Steven bestimmt. Ich wollte ihn sowieso anrufen. Wendy, ich bin vorbeigekommen, weil wir ein paar Zwischenfälle mit einigen der älteren Dorfbewohner hatten. Mrs. Barton ist, naja, wie soll ich sagen, verschwunden. Hat sich zweifellos irgendwo verlaufen. Ich wollte nur kurz nach Ihnen sehen. Das KFK spricht von einer starken Grippewelle. Ja, aber ich bin mir da nicht so sicher. Aber keine Kopfschmerzen, Nasenbluten, keine Gelenkschmerzen oder Verdauungsprobleme? Dr. Wade, ich bin gesund wie ein Fisch im Wasser. Kümmern Sie sich lieber um ein paar wirklich kranke Leute. Und falls Sie meinen Sohn sehen, sagen Sie ihm, dass seine Mutter ihn sucht. Twenty hat grad geschwart. Mein Steven. Als sie vielleicht Mom vom Steven? Wir gehen offenbar nicht nur eine Geschichte geworden, sondern direkt pure Geschichten. Die Ereignisse sind nicht nur an einem Dorf, wir sind offenbar an dem zweiten Dorf. An Hai waren anscheinend doch. Die Leute haben nur gefangen mit Bluten, hatte Bauchweh. Wir sind da verschwunden. Und ich gucke mich mega gerne an. Ich finde das schon manchmal schon all Folge gesucht. Aber das ist auch so detailgetreu gemacht. Und das hier manchmal auch dafür gemacht, für das ich das so gucken. Das wäre ja nicht da. Das kann die nicht da hingehen. Und hier kommen wir nicht durch. Und ich lese anscheinend mega gern Country and Kin. Oder County and Kin. Und hier den Villager zwitscheren. Die Insekten summen. Powder von der Menge heiert mich, sind nicht da kalt. Und noch Hai hängt drin, fest bausen ab. Irgendwie so April frisch. Richtig, richtig schön. Und ich kann es immer noch nicht suchen. Ja, da kann man nicht durch.
an dir gesehen, ich keinem geschrieben. Oder besser gesagt, dir heiert. Und Blut, die was hier heraufgegangen, du hast Ass schon. Ich nenne sie einfach mal Herr Blut oder Herr Licht. Herr Licht, nicht herrlich. Aber nicht nicht so, lassen nicht gerne alle so wie ich abwirken. Die ganze Atmosphäre ist hier so wunderschön. Die ganze Natur, dem Gegend. Man scheint ganz abgeregt zu sein, als wollet unbedingt, dass wir da hinkommen. So wie ein kleiner Hund. Ja, soll ich da hinkommen? Soll ich da hinkommen? Ja, da komm ich gehen da hin. Wie ein kleiner Hund wollet, dass wir da hin gehen. So ganz abgeregt. Fahren Sie weg, Amanda. Oh, nur für ein paar Tage, ja. Gleich morgen früh. Ich will nicht, dass die Kinder sich diese Grippe holen. Bestimmt ist es dieser Pater Jeremy. Er verbreitet sie überall, während er alle dazu nötigt, für das Sommerfest zu spenden. Es ist eigentlich recht ruhig im Dorf, Wendy. Niemand da zum Nötigen. Oh, Pater, ich wusste nicht, dass Sie hier sind. Offensichtlich. Ich wollte Amanda nur erzählen, dass es Vandalismus im Dorf gegeben hat. Bestimmt nur Teenager. Taggen nennen sie das wohl. Jemand malt Türen und andere Dinge an. Diese Rowdies. Ich sage Neil, dass er alles gut abschließt, wenn wir losfahren. Ein guter Mann wie mein Eddie ist fort. Und diese Strolche und Lümmel laufen herum und verschandeln alles. Er hat alles für sein Vaterland gegeben. Und was hat er dafür bekommen? Nichts als einen frühen Tod. Er hatte ein gutes Leben, Wendy. Er hatte ein kurzes Leben. Ich halte mich an meine Vögel, Pater. Die leben ein unbeschwertes Leben. Schlicht und frei. Ganz so, wie Gott es gewollt hat. Offenbar hat du ihn, der Gott, persönlich kannt. Wann er gewusst hat, oder wann sie gewusst hat, was Gott will. Wollt. Und noch den Jeremy Asrum do. Und ich blicke Logona mit durch, weil ich habe gedacht, es wäre dann vom Jeremy gewirrscht hier drin. Hallo, was ist denn do? Nicht, dass das schlecht ist, aber ich blicke Logona mit durch. Und ich muss entschuldigen, du war mein Telefon gegangen. Und ja, sind ein bisschen aus dem Konzept gehört, aber wie gesagt, wir gehen einfach mal rauf. Wir scheinen diese Radio zu sehen oder ein Telefon. Und überall Bilder. Macht den todischen Filter am Boden. Jeder Computer im Observatorium zeigt jetzt 6:07 Uhr am 6. Juni 1984 an. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das weiß ich schon nicht. Und du hast hier Materialut. Wuff, wuff. Auf ihrem Observatorium das Bild scheint so kleine Deiwel hier drum zu stören. Aber wir wissen, auch Kant hat die Lute gesehen. Geh mal am Hof.
Influenza. Quarantäne. Und überall, wo Quarantäne draufsteht, kommen wir nicht ran. Auch wenn ich das mega gerne Welt. Ich ging mega gerne der Loot Lunugon, aber die wisst ja, ich bin mega neugierig. Ich gucke mich gerne immer um. Und da war der Auerzeit, das stimmt. Überall also 7 Minuten auf 6. Schon am ersten Teil, wenn ich mich nicht irre. Haben wir eine Auer gesehen, wo es 7 Minuten auf 6 war. Und überall die Bücher mit den Filter drauf. Erst gebaut gehen und gegrillt. Kurz für ein Essen. Und hier ist alles so ganz mega lever Seis angeriecht. Da sind sich das angucken will. Detailer. Also sind sich durch richtig viel mehr gehen für alles so zu machen, wie du gerade das. Alles beschrift, alles wird. Ich will nicht so eine Sinn, weil ich verstehe so manches halt nicht. Aber das ist schon impressionant, was sie sich da aufhalten gelassen, während die Detailer gehen. Und auch hier hängt Wäsche rum. April frisch. Und ich meine, ich hätte lieber sollten da Loot noch gehen. Ich will nicht irgendwelche Sachen aufdecken, die ich noch nicht so gesehen. So wie Dolo beim Picknick. Ich gehe mal sehr weiter. Dann zurück. Ich hoffe, wir kommen so zurück. Und ich hoffe, die hört man das wirklich nicht bei so, oder die mengt das, ja. Ich weiß nicht, was du denkst, dass du den Telefon hältst, bei mir am Hintergrund geht. Die Momente, da sind ich darauf angewiesen, dass den Heinz so geht. Kann das leider nicht verhindern. Und dann kommen wir bei Stoß und scheren ein Telefon. Ah. Herrlich. Ja, ich gucke mal, dass ich da immer will die nicht verpassen. Immer so aufgeregt. Ah, hier waren wir. Ah, ja, ist das Haus, wo wir am Gott waren. Und wir sind von da hinten kommen. Und dann gehen wir hier und da Loot nur. Wenn sie nach da ist, die verschwindet ja mal. Ich will mich wirklich gerne angucken. Ich kann mich da immer gerne dran wiederholen. Ich will wirklich nicht verpassen. Also ja, warum du? Wie ein aufgerichteten Hund, dass du da. Sie will uns anscheinend immer Sachen weisen. Denn Jeremy also ja offenbar nicht. Telefon? Ah, ein Koppel. Es war schon beim Umschaltwerk Haverton, bevor wir die Leitungen cutten konnten. Der Verteiler dort hat gerade willkürlich Nummern gewählt. Und die Symptome dort sind dieselben wie hier bei uns? Übelkeit, Kopfschmerzen, Nasenbluten und später Blutungen. Dann bloß Licht, was auch immer das heißen mag. Dann müssen wir es aufhalten, bevor es irgendwie aus dem Tal rauskommt. Clive, du musst einen Angriff anordnen. Was? Einen Luftschlag. Wir müssen es ausschalten. Nein. Nein, das sehe ich anders. Das Tal steht unter Quarantäne, die Leitungen sind gekappt, es ist eingedämmt. Und wenn du dich irrst,
Kannst du das wirklich vor dir verantworten? Steven, ich sagte, es ist eingedämmt. Und das war es offenbar nicht. Auch mehr sind die Loot. Und da muss man sich noch vorstellen, kommen wir mal hallo bei Diana. Aber wie war sie mir nach dem Leben? Wie war sie mir den einzigen, den überlebt wird? Die Frage muss man sich einfach stellen. Auch der Übergang scheint was mir hier zu sehen. Da das nicht gerade den neueste Smartphone, den es so gibt. Und ich gucke mich hier gerne alles durch an den Hai. Wieder raufkommen. Kommen wir hier ran? Natürlich nicht. Und noch hier im April frisch. Vom Boden. Auch hier ist gegrillt gehen. Offenbar grillen Leute gern. Und noch hier mit dem Telefon. Wo? So. Hallo? Frank Appleton, Breaker Lost Cowboy, hier ist Traveling Sherlock. Hörst du mich? Over. Du alter Spinner, Charlie, am Telefon brauchst du das nicht zu sagen. Du nimmst das viel zu ernst, Appleton. Ich sag's dir. Es ist ernst, ich albere nicht herum. Hast du wieder den Zahlensender gehört, Frankie? Das ist nicht lustig. Es ist sehr ernst und das solltest du respektieren. Also, du willst vermutlich wieder was trinken gehen, nicht wahr? Ich gehe jetzt ins Whistler. Diesmal geht's auf mich. Da sage ich nicht nein. Frank, hast du den Himmel gesehen? Der ist irre. Ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt deine poetische Ader entdeckt hast, Charlie. Und Leute haben Angst. Auf alle Fall mal verschiedener. Und noch hier. Ich weiß nur nicht, ob das nur von der Farbe ist. Oder ob das nur nicht, ob ich voller Blut sehen. Kein doch von der Farbe sehen. So, das will ich schon, Bruder. Terry hat heute Morgen angerufen. Es gibt wohl ein Problem mit Harvey. Er meinte, er erreicht keinen Tierarzt. Darum wollte ich mal vorbeischauen. Heute liegen so viele tote Vögel rum. Hier auch jede Menge, die armen Tierchen. Ich habe versucht, Stephen zu erreichen. Er weiß immer, was zu tun ist. Überfahren? Keiner von ihnen ist hier. Wenn wir Glück haben, hat sich der Köter überfahren lassen. Er hat bestimmt die Tollwut. Ich geh gucken. Überall da die Villager. Ah, noch den Hund. Und was? Offenbar gestorben und ich kriege mega Gänsehaut. Die Loot wird ganz offenbar gerade Steven gesucht. Oh, sie schwätzt mal da ist. Und ich verstehe den sie nicht immer.
Aber ich meine, sie wollen etwas so. Also weiß ich nicht, ob er mehr des Steven sehen. Weil kann ja sehen, dass Bluteis groß wird. Krass, ziemlich krass das Ganze. Überall dort ich will schon noch einmal. Harvey! Harvey, komm hierher! Komm, Harvey. Komm her, Harvey! Na komm schon! Harvey. Harvey! Und aus Dialog kommen Stimmen immer raus. Ich verstehe ihn nicht. Jetzt schieb schon! Schieb das blöde Ding! Schieb du doch. Ich hab doch gesagt, das klappt nicht. Wir hätten das Auto nehmen sollen. Das ist eine bescheuerte Idee. Hierher zu ziehen war bescheuert. Und Barbara hat gesagt, die Straßen werden gesperrt. Barbara, Dann geh doch nachsehen. warte, ist das Harvey? Harvey! Harvey! Harvey? Hierher! Komm her, Junge! Also wir sind hier abgegangen. Straßen sind anscheinend gesperrt. Aber jetzt weitergeht. Das sieht dann am nächsten Tag aus. I need a second chance, another last dance, one more crack at my life. As sure as the sun will set, I will have regrets. I made mistakes, but oh, I tried, broken down and barely hanging on. It's taking everything to carry on. I'm not me today. I am not the only one. I am not the only one to say, won't let it end this way. I am not the only one, not the only one to say. They say we're proud of you and what you do and the way you never change. Well, I need a holiday, some time to get away, step outside of myself and live, if only for a day, into that sunset never coming back. Do everything I know to